Marius. Dat is een dag wat de Heer gemerkt heeft en waar een grote gelegenheid om te komen en God zijn woord ons ver te houden. En ik denk wat mij om wat ligt, is dat vele wat er gaan een gouden aanvang gemerkt, worden moutloos hingen wees. En dat is den Feind zijn aangaan, dat wanneer ons zich kan terughouden van naar Jezus komen en aanvertrouwen voor onze Erlösung, dan proeft hij alles aan te zetten, de eeuwige Einweg ons moutloos te maken, ons terug te houden, zodat we niet worden een klare Zeugnis zijn voor Christus, zodat anderen doordat worden naar ons getrokken komen. Hij proeft ons wat door te krijgen, dat we lang het zuur gezegd hebben, zodat we mensen naar ons kijken en zeggen, wel, wat immer die heeft, dat mag dat niet hebben. En de Bibel zegt, dat we zullen dat Evangelium aantrekkend merken. Dat zal aantrekkend loten, zoals zich dat uitarbeiten dat in ons leven. En zo, het thema van mijn boodschap van jou is, Christus ons Radar. Jezus Christus is de einzige wat ons raden kan. Geen andere weg heeft God gemerkt, hoe der mens kan selig worden, buiten durch Jezus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus allein. In 3 Matthäus Vers 13 sagt, wer immer den Herrn sein Namen wird anrufen, der wird selig worden. Und so, wenn wir haben angerufen, dann müssen wir das auch am Glauben festhalten, dürfen wir danken und öffentlich Zeugnis aufgeben davon, dass wir selig geworden sind, durch was Jesus Christus in ons Leben getan hat. Dus ik zei, den Feind zijn plan is, wo immer arbeiten net, als ons proben moutloos te maken, en ons waar er 3 doorheen te brengen, wo wir gebunden sind, zodat wir nicht worden in Zeugnis zijn für Jesus Christus. Aber Gott ist der uns immer weiter erlöst. Christus deed ons nicht bloß einmal vom Tod raden, von den ewigen Tod, aber er deed ons immer weiter raden in alle Umständen, wo wir uns dann befinden. Gott sein Wort ist ganz voll Zeugnisse von Sohne, was du anvertrauen deuten, aber was viel Trouble haben. Der Psalm sagt dort, viele sind die Troubles von den Gerechten. Aber der Herr raadt hij uit de alle ruut. En zo, Jesus zegt ook dat we zullen niet denken dat wat besonders erg weer, wanneer we verschillende troubles en verzekeringen entgegenkomen. Aber wir sollen das erwarten und wir sollen uns freuen, because hij staat immer bereit, uns durch zu raten. Wir haben mehrere Zeugnisse, ich sehe, aber ein bisschen ein paar Stück erwähnen, von wo Gott weiter und weiter raten deed. Und das erste ist in 2. Mose, Kapitel 18, Vers 8. 2. Mose von 18, Kapitel 18 von Vers 8 durch 10. Gott hat Israel uit Ägypten zurückgebracht, durch eine Wildnis dann gebracht. Und ich habe Moses den Schwiervater an besegen. Er bringt seine frühen Kinder bij zijn Schwiervater gelaten, den Tijd wat hij weer naar Ägypten gegaan. En nu weer ze 3 Bataillon gekomen met het ganze volk Israël. So, Jethro, Moses zijn Schwiervater, bringt zijn frühen Kinder, 3 naar Moses. En dan spaziert hij door en stelt zich met aan. En dan hier is wat Moses zijn Schwiervater vertellen deed. So, Moses vertelt zijn Schwiervater alles wat de Herr den König an Ägypten gedaan hat.
Israel uit te brengen. Dan vertelde hij hem ook wat zij hingen wees verschworen beleefd hadden en wo de Heer aan geraad had. Jethro vreed zich te al dat goede dat de Heer voor Israël gedaan had en van de Egypten ihre macht losgemerkt had. Jethro zei, prijs den Herrn, die junt zo van de Egypten in den kennik geraad haft, en die junt volk van onder de Egypten ihre macht uitbracht. En dit is wat passiert dat wanneer we zware dingen ervaren in ons leven, en we dat nu God brengen en God laten zien weggaan met, dan helpt hij ons eruit. Dan gaan we dat met anderen mitteilen, en dan worden die God prijzen en loven dafür. Dat is gelijk wat hier passiert. God had niet maar bloos Israël uit Egypten uitgebracht, uit ihre macht uitgebracht. Dat weer een ding, dat weer het eerste ding. Maar tweitens vertelt Moses zijn schwiegervader wat van de zware dingen ze hier wees bejegend hadden. In meer, wo sie allmählich durch ihre Ehe können. Und Gott hat es wach aufgemerkt, hat es mehr aufgemerkt, dass sie durch können. Sie wären ohne Eten gewesen in der Wüste, und Gott hat Eten vom Himmel raufgeschickt, dass sie eten können. Sie hatten Wasser gefangen, aber wir besser gewesen, dass sie trinken können. Und Gott hat es wach gemerkt, hat das Wasser geheilt, sodass sie das trinken können. Und verschiedene Dinge vertelt hij zijn schwiegervader. En als hij dat vertelt, dan freut er sich und er preist Gott, dass Gott so gut wie je was zu zijn volk. En hat immer weiter eruit geraad. En weet je, wir sind klar so verjetsam als de Israeliten. Wir lesen so vaak dat Israel murren deed. Sie complainden. Oh, dat wir alle maar zo schwor. Oh, dat ik maar zo schlecht. Oh, die hadden maar zoveel troubles. En de dingen wat ze daar in Mexico hadden, ik meen in Egypte, die hadden ze hier niet meer. Wat immer dat mocht zijn. Ze hadden troubles, en dan dachten ze zich wat ze daar hadden, hier hadden ze dat niet, en dan waren ze ondankbaar en ontevreden. En we zijn zo zeer zoals de Israëlieten. Dat je de mensenatuur, die verandert gar niet mal über duizenden jaren. Das haben wir klar so. Die Versicherungen, was so tun am Garten Eidenbrücken, die brauchte von der und nach noch, die haben das nicht, wo die kommen abkommen. So, die brauchte immer das Selbstje. Du weißt ja, wie diese Zeugnisse aus Gottes Wort nehmen, und dadurch haben wir Trost finden, und dadurch haben wir ermutigt worden, dass wir nicht so sind als die, oder so damit verhandeln als die Israeliten, oder wir dankbar sind. Und dann, wenn wir uns freuen, wenn du schwere Dinge, allmähliche Dinge in uns Leben abkommen, because dann kann wieder uns sein aus einer Gelegenheit, wo Gott sich weiter kann stark beweisen, sodass wir ein Zeugnis haben, wo wir mitteilen. Habe ich mal mit somebody vertelt, wird immer dieselbe alte Geschichte vertelt. Und der habe ich all ihre Mal gehört und gesagt, oh, here we go again. War dezelfde oude Geschichte. Nou, vielleicht ist das something, was der Person wichtig ist. Vielleicht ist das something, was wirklich passiert ist in der Leben. Aber wenn er nie nicht was Neues ist, nie nicht was Frisches ist, dann kommen wir bald auf die Gedanken, habt ihr keine mehr Erfahrung mit Gott? Weet je, eine Erfahrung mit Gott oder ein Verhältnis mit Gott ist ein tägliches Leben. Gott steht nicht nur bloß rein, ein oder ein paar Mal in uns Leben, wenn wir in sehr große Not sind, dann uns zu helfen. Er steht rein, jeder Tag uns zu helfen. Uit all unsere Lehren, uit all unsere Troubles, uns zu helfen. Und wir haben viele Troubles. In 2. Mose Kapitel 26
oder 5. Mose 26, Vers 8, sieht Moses dort, der Herr leidt uns aus Ägypten mit einer starken Hand in einen Arm, der nicht meid wird. Sieh, dass wir nicht bloß mit einem haben. Dag für Dag für Dag halbt der Herr in. Und er sagt, der wird nicht meid. So ein Gott habe ich, der nicht meid wird. Einmal kommen wir auf die Gedanken, und das ist noch ein Spiel von den Feind, dort, wir sind all so fertig, nur Gott gekommen mit einer Sache, die wird all meid worden davon. Die werden all gleich mehr hören. Und das ist ein Lehrnis von so tun. Er will wieder jeden Tag nur kommen. Wie viel von denen, die die Älteren sind, wenn die Kinder kommen und sagen, er hungert, sagt er, die haben gestern noch mal gegessen. Nee, so wird es gleich sein. Wir verstehen dort, dass wir bis ein paar Stunden können und eten sein und dann hungert und so weiter. Gott versteht dort, dass wir kraftlos sind und dass wir uns selbst nicht kennen. Wir können uns selbst nicht raten und wir können uns nicht selbst das Christenleben leben. Ich rede kurz mit einem jungen Mann, der sehr eingesagt hat, alles hat er eingesagt, zum Christenleben leben. Er hat Jesus angerufen, hat ihm angenommen, aber er sagt, er kann das Christenleben nicht leben. Das war ihm ehrlich. Er kann das bloß nicht. Er hat so geprüft, von vielen Rot gehört, gouden Rot gehört, aber er kann das nicht. Und er hat abgegeben. Dat je dort als gegründet auf Lees, nicht auf die Wahrheit. Gott sagt, er wird uns nie nicht verloten, aber nicht mal bloß dort, er wird uns auch nicht versehen. Das meint, er wird uns alles geben, was wir brauchen, was immer unsere Umstände sind, was immer unsere Bedürfnisse sind, er wird uns helfen. Ob wir das fehlen, ob wir das sein oder nicht, dort ist nicht die erste Linie. Die erste Linie ist, Gott ist treu. Gott das, was er versprochen hat, und dort haben wir uns ganz abverloten. Wir haben das Zeugnis von Abraham, der durch Versprechung gekriegt hat von Gott, und dort wir allmählich menschlich zu sein, dass dort jemals wird erfüllt worden. Aber das sagt, dass er zweifelt nicht an was Gott gesagt hat. Er hielt fest. Und mit der Zeit, in Gott seine Zeit, erfüllt er dort auf so einen Weg, dass es ein großes Zeugnis gibt, wo er mit anderen Menschen mitteilen kann, was Gott in sein Wort geschrieben hat, was du nicht von der und da noch lesen kannst und dadurch Mut kriegen. Und so will Gott Dinge tun. Er will nicht bloß, dass wir bis gleich durch im Leben gehen. Er will uns in Umstände hinbringen, wo immer waren wir erfahren, dass wir seine Kraft brauchen. Dass wir das nicht selbst können. Und dann gibt es eine Gelegenheit, unseren Glauben zu stärken, indem dass wir ihm dort anvertrauen, dort veranbringen, dann weiß er sich, was er stark, und dann gibt er uns ein Zeugnis, dass wir mitteilen können. So, wenn somebody spazieren kommt, dann darf nicht bloß die alte Geschichten vertellen, aber ich habe eine neue Geschichte vertellen. Das ist, was der Herr getan hat in meinem Leben. Hier befinde ich mich in einer schweren Zeit, in allmählichen Umständen. Ich rufe den Herrn an und heirate mich. Das ist Psalm 50, Vers 15 sagt. Ruf mich an in der Not, dann will ich dir raten und dann sollst du mich preisen. Gott hat das so eingeführt, so abgestellt, so geplant. Dort der Weg von Ägypten, bei Israel, bei Kanaan, ist ein Weg, wo er viel Gefahr, viel Trouble und viel Schwierigkeiten bringt. Und dort ist ein Bild von dein Leben und von mein Leben.
uit Egypten uitgeraad te worden, uit deze wereld, uit ons oude zelfs ek uitgeraad te worden, brukt de machtige hand Gottes. Keiner kann sich selbst raten. Wenn wir einmal uitgeraad sind, kein Mensch kann den Weg von Ägypten nach Kanaan, von sein selbstes Leben, was er mature ist als ein Christ, abgewachsener Christ. Keiner kann den Weg selbst gehen. Keiner kann sich auf sein eigenes Verstand verlassen und dort selbst ausfiguren, woher kann man durchkommen. Stab für Stab, not wir uns auf Gott verlassen. Jedes Marius mussten die Israeliten gehen und lesen sich das Manna taub, dass sie eten können. Jeder Samarius soll du und ich auch als Gott eten holen, so dass wir können gesund und stark sein in der Kraft haben für den Tag, dort zu erlangen, was uns begegnen wird, was Gott geplant hat, in unseren Weg hinzubringen, den Tag. David erfuhr dort in sein Leben auch. In 1. Samuel 17, Vers 37 sagt er, der Herr hat mich von den Kleven von den Lev und von den Kleven von den Boer geraten, und die wird mich auch von diesen Philister seine Kleven raten. Weet je, wenn wir in Trouble kommen, wenn wir Schwierigkeiten begegnen in uns Leben, dann beweist Gott sich durch stark, und dort stärkt unseren Glauben, dann haben wir, so ich sehe, ein solches Mitteilung mit unseren, sondern unsere, durch Gott preisen, in uns Glauben wird gestärkt, will es das nächste Mal begehen wir vielleicht in der Ries. David erfuhr das zu Start, als er ein jung war, er sieht vor, dass er eine Schubaposten leid, du erfuhr er unmehrliche Dinge. Du musst je in Boer stehen, wordt wir gekommen, den Schub zu verdorven, zu verrieten und dood zu machen. Es war sah sein Leben am Spiel, aber er verletzt sich auf sich selbst. Er sagt, Gott hat mich von den Kleven von den Boer geraten. Und als er dadurch erfahren hat, das nächste Mal in ein Leben. Manchmal, wenn wir ein Trouble in uns Leben überstanden haben, sagen wir, nu zijn we wel buiten. Dan zaten we ons op onze lazy boy recliner dool en dan onze duimen draaien en zeggen, nu hebben we het gemerkt. Aber das Leben ist bloß größer Mark. Wenn wir diese Erfahrung haben, dann sollen wir uns alles lernen davon, was wir lernen können, uns rein zu merken für das nächste Ding, was da abkommt in uns Leben. Dort erst dort in uns Leben hingekommen, um uns zu starten. Und so, nächstes Mal beginnen wir ein Leben, und dann dacht er drei an den Boer, was er hat können überkommen mit Gott seine Kraft. Und dann kann er durch sich haben. Und das wir am Arm reiten merken, für was er noch wiederkommen wird. Ein Tag, als er nur seine Brüder ging, sein Vater schickt ham, wo der Kampf wir gegen die Philister, und hier wir große Arme, hier große Angst, man Gott sein Volk, keiner will sich gegen diesen großen Riesen zu gehen, was du stehen leid, was Gott spotten leid. Aber als David dort hielt, erinnert er sich, was Gott getan hat in sein Leben. Und er ging nur den Königsaal und sagt, ich will gehen, den Ries, und von angesagt zu angesagt. Und er sagt, du kannst Gott, du bist morgen jung. Und dann sagt David, Gott hat mich erlöst von den Boer und von den Lev, und die wird mir auch von diesen Ries helfen überkommen. Sein Vertrauen wir nicht auf sich selbst. Oh, ich habe so getan, ich habe so getan, und ich will das auch.
Das ist Hochmut, wenn wir blijven dat wie dat nu al zelfs gaan, we hebben nu al dit gedaan, hebben nu al dat gedaan, en nu gaan we ook al het nächste doen. Dat brengt ons zum Fall. Aber wenn wir Gott die Ehe geben dafür, in im Glauben sein, Gott hat mich von dit geraad, en von dort geraad, en door dit geholpen, en von Jan losgemerkt, en so wieder. Dann steigt dort unseren Glauben, dort wenn wir an den Umständen ankommen, wo du allmählich sitzt, dann können wir uns erinnern, um was Gott getan hat in der Vergangenheit, und was er versprochen hat, was er nach in der Zukunft tun wird. Und das, was David tut. In Psalm 18, Vers 18, sagt er rat mich von meinen starken Feinden. Und von die mich dull wären, und die für mich zu stark wären. Er sagt, Gott rat mich von meinen starken Feinden, von die, wo er zu stark wären für mich. Die, wo ich gar nicht überwinden kann. Die Sklaverei, wo ich gar nicht überkommen kann. Sagt, du rat Gott mich von Rüt. Und wenn wir Gott die Ehe geben dafür, dort steigt unseren Glauben, und dann gibt er uns wieder Gnade und Kraft, das Nächste auch zu überkommen. Dann haben wir ein Zeugnis mitzuteilen, was Gott ihr tut. Psalm 33, Vers 16, sagt er, en ken ik wat nicht durch seine große Armee geraad, in der Ries wat nicht durch seine große Kraft geraad. Das ist nicht an uns, das können wir nicht aus uns selbst, das ist Gott, was uns raten lässt. Im Psalm 34, Vers 5, sagt er, ich sag den Herrn, und er antwortet mir, und er rat mir uit all meine Furcht. Das ist ein Zeugnis, was wir geben können, wenn wir Gott vertrauen, mit unseren Umständen in all unsere Troubles nur anbringen, dann wo wir auch können, so ein Zeugnis geben. So, wenn dann Sommer kommt, dann haben wir Dinge zu vertrauen, wodurch die Gott preisen kann. Im Psalm 55, Vers 9, sagt er, willst du hast mich uit alle Not geholpen. Uit alle Not hast du mich geholpen. Hast du so ein Zeugnis als dort? Im Psalm 86, Vers 13, sagt er, willst deine Treuart Leib für mich als sehr groß. Du hast meine Seele vom Tod gerat. Das ist das erste Zeugnis, was wir sollen aufleihen können, ist, dass er hat unsere Seele von den ewigen Tod gerat. Und das haben wir getan, wenn wir an euch gerobt haben, am Glauben, und dann wir dafür anvertrauen und am dafür danken. Dann haben wir so ein Zeugnis, dann können wir das auch sein. Amtere ihr. Psalm 116, Vers 8, sagt er, willst du, o Herr, hast meine Seele vom Tod gerat, meine Augen von Thron und meine Feit von Glatten. Nicht mal bloß hat er seine Seele von den ewigen Tod gerat, aber er sagt, hast mir meine Traurigkeit wahrgenommen, meine Trauern, hast meine Augen von Thron gerat. In anderen Worten, hast meine Trauern wahrgenommen, hast mir Frieden gegeben. En de derde sagt er, en hij heeft mij Feit van Glatten bewahrt. Dat het niet wegglatten, dat het niet aanvallen, dat du hast Gott mich von bewahrt. Keiner steht für sich selbst. Wer da steht, sagt er, der soll gewahr sein, dort ist Gott, wo uns stehen merkt. Und das wird David zeugen, Daniel und seine Freunde in Babylon hatten auch so eine Zeugnisse. Erstens in Daniel 3, Vers 28, als Daniel seine Freunde wären in große Gefahren gekommen und wird gesagt, dass
entweder je beten jünt und beten, dass ein Aufgott, was ich gemerkt habe, Nebuchadnezzar, je beten den an, oder je brennen ihm vier. Ein von der beides. Und sie mussten sich wählen, und sie wählten sich, und sie sagten, kann ich, wir haben uns entschlossen, wir wollen nicht den Aufgott anbeten, uns Gott kann uns raten, und wann er auch nicht das, deswegen wollen wir doch nicht den Aufgott anbeten. In anderen Worten sagt er, wir sind willig zu sterben für dort, was wir bleiben, um dort festzuhalten. Und Gott beweist sich stark durch an, in Daniel 3, Vers 28 sagt er, und Nebuchadnezzar sagt, ich preis den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego, was die tun. Die haben seinen Engel geschickt und angerat. Sie, wenn wir Gott ganz vertrauen, dann beweist sich Gott stark, sodass die Raum uns dort sein, dass Gott in Kontrolle ist. Dass Gott ist, wie er sagt, er ist, und wenn wir bekennen, dass er ist. Nicht lang Lothar, in Daniel Kapitel 6, hier wie Daniel in eine Probe dann gekommen, und sie wisst, was seine Freunde wären durchgegangen, in Karstus 3. Hier wir nu eine andere Regierung, wir ein frischer König abgestoßen, und nu wir Daniel an einem Platz, wo arm wird eine Probe gestellt. Und war wird, handelt sich dort um, wem sie anbeten würden. Und wir hatten Leuten gesagt, Daniel seine Feind, hatten sehr vorsichtig geplant, wo sie Daniel können in den Fall bringen. Und sie wussten, dass er jeden Tag beten ging. Sie wussten, dass er dreimal den Tag beten ging. Und mir Leuten sind gesagt, merken, dort verdartigt der, will so 16 angebet worden, als bloß der König. Bloß dartigt der. Was würden wir getan haben in so einen Umständen? Ich sagte, well, ich will bloß den Pause-Button drücken, verdartigt der, mit meinem Verhältnis mit Gott. Und wenn ich dartigt der ist ewig sind, dann will ich wieder Play pressen, und dann wird es wieder gehen. Und dann wünsche ich, dass wir alles in Trouble haben. Aber das ist nicht, was Daniel tut. Er sagt, er kriegt so aus vorher, ging er wieder in sein Verhältnis mit Gott. Dreimal da ging er verteilt mit Gott. Und sie sagen, Herr Gott, dort vergleicht sagt Gott, du weißt, was das die Plan tun. Du weißt, dass ihr sagt, was er gemerkt hat. Aber du bist der, wo der über alle Felder regiert hat. Und so leid anders für. Kriegst du es vorher. Dreimal da, versehen oben das Fenster, das ich euch verstehen. Er hat gesagt, weil für das nächste Tag ich ein bisschen Fenster zu merken, dass so kennen, was sein kann. Ja, das nicht. Kriegst du es vorher, ging hier wieder. Und als dann wird eine Grove geschmeten, wo die Lebensspann werden, da hat Gott sich stark bewiesen in Bewahrt an. Und als der König dort sagt, in Daniel 6, Vers 27, sagt der König, das redet hier von Gott, sagt er, er kann raten in Frieden. Am Himmel und auf der Erde wirkt er seine Wunder und Tekens. Er hat Daniel von der Lebens Macht gerat. Kein Zweifel, keine Frau, was hier passiert wird. So klar. Daniel hat ganz an Gott seine Hände gelassen und Gott kriegt alle ihr dafür, was hier passiert. Und der König anerkennt, dass Gott nicht mehr bloß der, wie was dort hier am Himmel die Macht hat. Er sagt, der aber ihr auch. Kriegt, was er will. Der hat die Wunder und Tekens und die hat Daniel gerat. Wenn wir Gott anvertrauen mit unseren Troubles, und dort wo große Troubles sind, dann wird Gott ausarbeiten,
so dass die Erde verkriegt. Dat nicht mal bloß wie, aber der Ram uns wollen sein, was Gott getan hat, so dass all die Erde verkriegt. Paulus, der sagt in 2 Timotheus 3, Vers 11, en wat ik in Antiochien, Iconien en in Lystra uithouden moest, weetst u, en uit al den raad de Heer mij uit. Hij had ook veel trouble, veel schwierigheden. Ware en ware stunden ze aan hun leven. Aber wenn er steht, hadden ze meeskraak doodgemerkt. Die hadden hem gesteinigd, uit de stad uitgeslaapt en ze leefden, hij weer dood, leidden hem de leven voor dood. Maar Gott beweist sich stark. Er sagt, der stund ab und ging drei in der Stadt nach. Der stund nicht ab und ran den anderen Weg. Sie hat ein Zeugnis aufzuleihen, dass Gott hat ihm abgerecht. So wie das gerne anbelangt wird, hat er tot. Und wenn er nicht wieder ganz tot gewesen über lange Zeit gedient haben, mal war er sich abzubühen, oder war er mit gesund sein gewesen, hat können gehen, oder wird er können war er seine Arbeit wieder da. No, er stund Fuß ab. Ging drei in der Stadt nehmen. Dass wir ein Zeugnis von Gott seine Macht, von Gott seine Glauben. Er sagt, er schreibt hier zu Timotheus, ein junger Christ, er sagt, du weißt, die Dinge, was ich leiden deed. Und all das steht da. Und er hat hier abgeschrieben, das steht da, wo er sehr viel leiden deed. Was sagt er, all die raad de Herr mir uit. Gott seine Versprechungen sind von der noch krach so jährlich, als die dann werden. In 2. Korinther 1, Vers 10 lesen wir, dort heirat uns, hij hat uns uit zo'n dodesgevaar geraad, en wat ons ook waderraden, jo wie hopen daarop, dat hij ons ook wieder raden wordt. Hij heeft in de vergangenheid geraad, hij raadt ons nu, en hij wordt ons ook wieder raden. Nu hebben we een ganz vaste hoopning op. Die hoopning waar je van redt als de verzekering. Dat krijgt zo als wat het al gedaan is. Als Gott Lothar mit Israel verhandeln deed, viele Jahre Lothar, in Jesaja 50, Vers 2, vroeg Gott eine Frau, und diese Frau wird Gott sagen, wenn wir die auch würden hören, uns zu erinnern, wer Gott ist. Jesaja 50, Vers 2 sagt er, worum wir durch China als erkennen. Worum wir keine Antwort als ich raubt. Als meine Hand taukart, oder als mein Arm taukart, dass ich nicht frei merken kann, habe ich nicht mehr die Kraft, ihn zu raten. Sagt er, worum ist ich anladen? Worum kein China? Worum wird keine Antwort? Sagt er, ist mein Arm kälter geworden, dass ich nicht mehr raten kann? Ist meine Hand nicht mehr stark, dass ich helfen kann? Und wie Gott sagt, ich sehe noch die Selbstjahr von dir. Ich habe noch nicht geändert. Meine Kraft ist noch gleich weniger geworden. Gott ist noch gleich alt geworden. Und schwach geworden. Und verjettsam geworden. Gott ist nicht so als wie. Er bleibt für ewig derselbe. Und dann sagt, mein Arm ist noch stark, meine Hand ist kraftvoll, denn je raden in all jene Troubles. Wenn wir bloß willig sind, zu horchen und antworten, wann er roept. Und zu kommen, wann er kommt. Uns zu raden und aan dat loten. Er mag uns ansparen von dir, dass wir als Frauen, als du irgendeine allmähliche Sache in dein Leben,
Als du een aanmelding denkt, waar du was jij gekommen en je zegt, no, dat schafft niet. Ik kan niet. Ik weet ik zal, ik kan niet. Dus das junge man zegt, ik weet wat goed Gott zijn woord zegt, maar ik kan niet. Dan mag ik je aanspannen. Roep Gott aan, aber dat am Glauben. Unglauben ist allmählich Gott zu gefallen. Wer nur Gott kämpft, der macht leben, einmal, dass er ist, und zweitens, dass er dich belohnt, dass er dich antworten wird, was am anderen auch tun. Dass er dich dort jaft, wo er nur Frauen tun. So dass er wird verherrlicht worden dadurch. Wenn je so eine Umstände in je Leben haben, und wenn je nicht richtig so eine haben, dann sagt ihr nicht trägen, dreht ihr dumm ist und sagt, ja, von hier an wurde bloß, auf Cruise Control gesagt und dann waren wir für was nicht. Das sind Troubles. Die kommen. Wir haben uns gleich fürchten dafür. Die Feind will die Brücken zum uns vernichten und verdorben und anbringen und es möglich merken, dass wir abgeben sollen, aber Gott will die Brücken, zum sich stark beweisen, dass wir ein Zeugnis haben, dass wir mitteilen, uit all diese Dinge hat der Herr uns geraten. Und dann die, wo der Rahmen sind, wo der Horchen, vielleicht ist das tussen in unserem Living Room, vielleicht ist das, wo wir uns begegnen mit somebody, oder vielleicht ist das bei der Kirche, wo wir alle taub kommen, Gemeinschaft haben, wo wir dann die Gelegenheit haben, mitzuteilen, was der Herr für uns getan hat, wo der uns hat, uit all die Not geraten. Die, wo der Rahmen sind, die wollen Gott preisen und loben, für was er getan hat. Das ist, was Gott will. Hij heeft immer ware Gelegenheiten gegeben, zodat wir ein Zeugnis kriegen, zum Arm verherrlichen. Dort ist sein Plan in sein Willen für jeden einen von uns. Und nichts ist allmählich für den, was es läuft. Das ist, was Jesus sagt. Bei Gott ist alles möglich, was bei Menschen allmählich ist. So keiner hat eine Excuse zu sagen, weil meine Umstände sind so und so und so. Wenn es ein bisschen anders wäre, wenn es so wäre, wenn das nicht für das wäre und nicht für dort wäre, für jemand wäre, dann würde ich auch, nee, du hast keine Excuse. Die Umstände, wo du dich befängst, du willst Gott die rütraten, du willst Gott die rüthelpen, sodass du kannst ein klares Zeugnis aufleihen, wo Gott wird verherrlicht worden. Von anderen dort hier, von den Müll und von deinem uns, was das sein und was das hier. Mag Gott uns helfen dazu. Wir wollen uns nehmen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der Rader bist. Dass du uns hast geraten, der Jesus Christus dienen sehen. Und du hast das kein Weg gemerkt. Du hast bloß ein Weg, wo wir geraten worden. Und dort hast du den Glauben an Jesus Christus von wie am anrufen. Dat is niet durch Worten, sondern irgendwer sich damit pochen kann, aber es ist bloß durch den Glauben an dich allein. Und du danken wir dich für. Und wir danken dir, Herr, dass du uns nicht hast bloß geraten und dann uns so hergestellt und dann wir uns von dir wieder mit uns selbst weiten. Du hast gesagt, du wirst mit uns sein, bei der Welt ein, du wirst uns nicht verloten und nicht versämen und du wirst uns in all unsere Troubles raten. Wenn wir nur die kommen, nur die bringen, dann wirst du dort arbeiten in deiner Zeit auf so einem Weg, dort nicht bloß wie, aber der Ramans, was das seinen Hirn, wollen Gott loben und preisen und danken für was du getan hast. Dankeschön, Herr, dass du für den Tag noch der Selbst bist. Dein Arm ist noch nicht härter geworden, deine Hand ist noch nicht schwach geworden, so dass du nicht raten kannst. Wir danken dir, Herr, für wo du uns geraten hast, wo du uns raten lässt und wo du uns noch raten wirst. In Jesus' Namen. Amen.